die einzelnen skandinavischen Länder verteilt werden müssten. Die Skandinavier spielten verrückt. Anfangs wollten sie keine Flüchtlinge reinlassen, die zu Fuß kamen, weil zu Fuß über die Grenze nicht erlaubt war. Auch Flüchtlinge mit Fahrzeugen wollten sie nicht durchlassen. Die Russen verkauften den Syrern alte chinesische Fahrräder ohne Handbremse. Damit überquerten sie die Grenze und ließen die Fahrräder gleich hinter der Schranke liegen. Sie hatten gar nicht vor, weit in den Norden zu ziehen. Die Syrer wussten, die Erde ist rund. Wenn sie ihre Reise immer weiter fortsetzen, landen sie irgendwann wieder dort, wo sie hergekommen waren. Und das wollten sie auf jeden Fall vermeiden. Außerdem ist das Fahrradfahren im Schnee tierisch anstrengend und man kommt schlecht voran. Die Finnen wurden von den Flüchtlingen auf Fahrrädern überrascht. Niemand hatte mit so vielen Fremden gerechnet. Im Fernsehen sagte der freundliche Nachrichtensprecher, es würden höchstens 300 Personen erwartet. Es kamen 30.000. Nicht nur aus Syrien. Man munkelte, die Russen hätten die Situation genutzt und zu den echten Syrern ihre eigenen Illegalen aus Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan mit Fahrrädern nach Finnland geschickt. Wegen der Wirtschaftskrise sind viele Lohnarbeiter aus den mittelasiatischen Republiken ohne Arbeit und Geld in Russland hängen geblieben. Diese Menschen haben die schlauen Russen nun auf die Fahrräder gesetzt und ihnen erzählt, sie sollen schon fleißig in die Pedale treten, bald wartet ein süßes Leben in Europa auf sie. Der Berg von chinesischen Fahrrädern an der Grenze wuchs immer weiter. Er wurde von einem Fotografen geknipst. Das Foto landete auf den Titelblättern sämtlichen Zeitungen und Zeitschriften. Hier im Spiegel war das, glaube ich, auf Titelbild sogar. Die Bilder sorgten für Heiterkeit. Was machen die Finnen mit so vielen Fahrrädern? Fragten sich die Europäer. Und was machen wir mit den Syrern? Fragten sich die Finnen. Wie immer, wenn das Volk vor scheinbar unlösbaren Problemen steht und sich überfordert fühlt, richteten sich alle Blicke auf die größte Autorität im Land, auf die finnische Sauna-Gesellschaft. Sie bereitete gerade einen Aufguss vor. Wir müssen mit den Neuankömmlingen ins Gespräch kommen, damit sie uns, unser Land und unsere Sitten besser kennenlernen, sagte der FSG-Vorsitzende. Die finnische Saunagesellschaft lud die Flüchtlinge in ihre Hauptsauna ein zum Zusammenschwitzen, um ihre Integration zu befördern. Natürlich lud sie nicht alle Flüchtlinge auf einmal ein. Die Saunagesellschaft hat zwar eine riesige Anlage mitten in Helsinki, 100 Leute können dort problemlos gleichzeitig schwitzen, aber 30.000 passen nicht rein. Es ging auch nicht darum, alle in die Sauna zu schleppen. Es sollte bloß eine symbolische Aktion zum gegenseitigen Kennenlernen werden. Dazu wurden vier Personen für den Saunabesuch ausgewählt. Ein netter Pakistani mit Brille, ein magerer von den Russen abgeschobener Tadschike, ein breitschultriger Algerier und ein schnurrbärtiger Syrer aus der verbombten Stadt Homs. Schon im Umkleideraum gab es die ersten Probleme. Die Gäste wollten ihre Hosen nicht ausziehen. Der Tadschike behielt sogar seinen Mantel an. Hosen runter, sagte der Vorsitzende der finnischen Saunagesellschaft. Doch seine Autorität schien bei den Flüchtlingen nicht zu funktionieren. Sie waren alle aus islamisch geprägten Ländern mit den Fahrrädern angereist. In diesen Ländern ist es den Männern schlicht verboten, Fremden, Unbekannten ihre Genitalien zu zeigen. Besonders gläubige Menschen schauen sogar selbst ihren Genitalien nie in die Augen. Das ist eine Metapher jetzt. Alles zwischen den Knien und dem Bauchnabel wird als Aura bezeichnet. Diese Aura sei heilig und darf nicht begafft werden. So erklärten die Gäste ihren Unwillen zum Ausziehen. Die finnische Saunagesellschaft scherzte. Sie wollte wissen, ob diese Aura beidseitig heilig sei. Oder nur von vorne. Das mussten die Gäste erst einmal unter sich klären. Es gab anscheinend je nach Herkunftsland verschiedene Auslegungen dieser Sitte. Mir, sagte der Pakistani, leise in gutem Englisch, ist das absolut egal. Ich würde die Hose sofort ausziehen, wenn ich allein wäre. Ich bin Atheist.
Ich bin in Pakistan fürs Bloggen zu einer Haftstrafe verurteilt worden. Ich lebe aber nicht allein, sondern in einem Flüchtlingsheim. Wenn die anderen Radfahrer erfahren, dass ich hier mit nacktem Arsch und mitten fremde Männer sitze, schneiden sie mir die Eier ab. Hörte der Pakistani die Sauna-Gesellschaft auf. Der radikalste Hosenträger schien die Algenie zu sein. Er hing mit beiden Händen an seiner Aura und das mit einem Gesichtsausdruck, als hätte er eine Bombe in der Hose. Der Syrer zeigte sich flexibel. Er sagte, er würde vielleicht die Hose runterlassen, wenn ihm der Familiennachzug erlaubt werde. Er habe noch 6% an der ungarischen Grenze. Hinter dem Draht stehen. Der Tadschike zitterte und machte seinen Mantel immer enger zu. Anscheinend war es dem Tadschiken selbst in der finnischen Sauna zu kalt. Die Tadschiken haben ein anderes Klima. Sie frösteln dort, wo die Finnen schwitzen. Die finnische Saunagesellschaft blieb locker und verständnisvoll, schickte die ganze Bande zurück ins Heim, machte einen fetten Aufguss und schwieg nachdenklich, einen ganzen Tag lang. Am nächsten Morgen sagte der Vorsitzende im Fernsehen, das Zusammenleben sei möglich, der Weg dorthin werde aber hart und steinig sein.